Eine neue Ära des Duellierens beginnt. Vielleicht schon heute mit Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ja, Freunde, das neueste Familienmitglied der Yu-Gi-Oh! Familie ist da. Und was es so alles zu bieten hat, das wollen wir jetzt mal noch ein bisschen angucken. Denn Fakt ist, es ist kein Let's Test in diesem Sinn, es ist ein Let's Show. Weil ich habe schon ein bisschen gezockt, muss ich da mal ganz ehrlich zugeben. Ja, haben wir bereits mal ein bisschen reingefuchst und so. Auch um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und wo vor allem jetzt auch Unterschiede sind zu anderen Yu-Gi-Oh! Spielen, wie, was haben wir da aktuell, Link Duel oder Legacy of Duelist Link Evolution. Was unter anderem aktuell auch auf PC etc. gibt. Und ja, dieses Video ist jetzt also ein kleines Let's Show. Woraus ein Let's Play werden könnte. Ich glaube so eher, wenn überhaupt, würde es ein Online-Let's Play werden. Denn darauf ist das Ganze ein bisschen ausgelegt, dass man quasi gegen andere weltweit antritt. Es gibt zwar auch einen Solo-Modus, der ist aber jetzt nicht irgendwie so, kann man sich nicht so vorstellen, wie zum Beispiel jetzt bei Legacy of Duelist Link Evolution, wo es darum geht, irgendwie kampagnenmäßig die ganzen Yu-Gi-Oh! Sagen nachzuspielen. Ne, im Solo-Modus, den wir uns aber auch anschauen werden jetzt, um den es vermutlich sogar hauptsächlich gehen wird in diesem Video, ist ein bisschen, naja, ich sag mal so, da geht es eher darum, Herausforderungen zu bestehen und dann Belohnungen zu kassieren. Und das Spezielle an diesem Spiel ist, das sage ich hier mal ganz kurz, ja, ich glaube, es ist hier. Oder zeige ich es irgendwo anders am besten? Auf alle Fälle, es geht darum, wir haben hier, auch wenn man es jetzt an meinem Deck ansieht, es ist noch Anfängerdeck mit ein paar Karten, die ich mittlerweile gewonnen habe, zum Beispiel Raigeki oder Wiedergeburt, die man unter anderem kennt. Ansonsten ist eines der Startdecks. Und das Spezielle ja an diesem Deck, in diesem Spiel ist, dass es sehr, sehr viele Karten gibt. Verdammt viele Karten. Das Geilste daran, finde ich persönlich, was ich jetzt schon mal zeigen möchte, göttliche Karten. Punkt Nummer 1, ihr seht hier alle Karten direkt, die es schon mal gibt im Spiel. Aber ihr seht natürlich dann auch, ob ihr diese Karten bereits besitzt oder nicht. Aber es ist nicht so, dass irgendwie später noch Karten hinzukommen und so. Nee, es ist schon so, dass ihr von Anfang an seht, welche Karten wird es überhaupt geben. So, wir alle wissen, dass zum Beispiel mittlerweile Obelisk und Slifer, also was heißt mittlerweile, die gibt es schon länger, diese Effektkarten der beiden Göttermonster. Mittlerweile gibt es ja auch ein paar Zauberkarten dazu zu denen. Ich kann jetzt auch mal ganz kurz, ich mache es anders. Ich mache es anders, ich mache mit Textsuche. Ich spiele mal ganz kurz. Ich hau den nochmal raus. Und gebe hier mal ein Obelisk. So. Warum? Zum Beispiel Ra-Schüler ist auch so eine Karte, die man ja sehr gut auch nutzen kann, um die Göttermonster zu rufen. Oder ja, eine Karte, die es ja auch erst relativ seit neuem gibt. Faust des Schicksals. Ja, Obelisk und Slifer haben ja ihre eigenen persönlichen Zauberkarten hier, mit denen sie die Effekte, die man unter anderem aus dem Anime kennt, ja aktivieren können. Das fand ich schon mal sehr stark und das, was wir schon mal gesehen haben, oder jetzt ein bisschen angeteasert habe. Nicht nur die beiden sind drin, der geflügelte Drache des Ra selber auch. Der wurde ja ziemlich genervt hier im Spiel. Ich meine, kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden. Hallo? Ein Ra, der nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden kann? Wie scheiße ist das denn? Und, genau, was steht hier noch im Effekt? Du kannst Lebenspunkte bezahlen, dass du noch 100 hast. Diese Karte hält Angriffskraft defensiv in Höhe der gezahlten Lebenspunkte. Sprich, du kannst nicht Monster opfern, um ihn irgendwie zu stärken. Du kannst 1000 Lebenspunkte zahlen und ein Monster auf dem Spielfeld wählen, zerstört das gewählte Ziel. So. Aber mittlerweile gibt es von Ra ja auch noch ein paar andere Karten. Der geflügelte Drache des Ra, die Kugel-Modus und der Phönix-Modus, die kennt man ja auch aus dem Anime. Tja. Und ich sag's mal so, wenn man die drei Karten wirklich hat und es in dem Fall zum Beispiel schafft, den Kugelmodus zu rufen, erfordert 3 Tribute von einer beliebigen Spielfeldseite. Beliebig. Als Normalbeschwörung auf die Spielfeldseite beschworen zu werden, kann hier normal gesetzt werden. Dann geht die Kontrolle während der Endphase des nächsten Spielzugs an den Besitz dieser Karte über. Also eigentlich können wir sogar sagen, okay, wir können jetzt 3 gegnerische Monster opfern
da geht die Kugel des Ra rüber zu seiner Seite. Aber er kann damit nichts anfangen, weil er keinen geflügelten Drachen des Ra selber hat. Und dann kriegt er die Kugel zurück. So. Kann ich nicht angreifen. Ja gut, das spielt man jetzt relativ weniger eine Rolle. Aber dein Gegner kann diese Karte nicht als Ziel für Angriff oder Karteneffekte wählen. Okay. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten. Beschwöre einen der geflügelten Drache des Ra als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck. So. Angenommen, man macht das so. Angenommen, ich spiele erstmal die Kugel hier und rufe dann so nachher Ra. Während seine Angriffe sind defensiv zu 4000 schon mal. Einfach mal so. Zack. Okay, gut. Habe ich Ra auf dem Feld mit 4000 Angriffspunkten und so. Ich kann seine Fähigkeit ja immer noch nutzen. Du kannst Lebenspunkte zahlen. Du kannst 1000 Lebenspunkte zahlen und einmal unser Spielfeld wählen. So. Jetzt kommt der Phoenix-Modus im Zuge. Diese Karte muss durch einen Effekt der Spezialbeschwörung beschworen werden, falls der geflügelte Drache von Ra vom Spielfeld auf einem Friedhof gelegt wird. Solange diese Karte in einem Friedhof liegt, beschwört diese Karte als Spezialbeschwörung. Karteneffekte können nicht als Reaktion auf die aktivierte Karte aktiviert werden. Diese Karte bleibt von den Effekten anderer Karten unberührt. Du kannst 1000 Lebenspunkte zahlen, legen einmal unser Spiel auf den Friedhof, den kennen wir bereits. Einmal spielst du, wenn der Emphas lege diese Karte auf den Friedhof und falls du dies tust, beschwöre eingeflügelte Drache des Ra Kugelmodus. Als Spezialbeschwörung von der Hand, Deck oder Friedhof. Das heißt, wenn du die 3 Karten hast und es klug anstellst, kannst du immer wieder einen Ra rufen. Alter, wie ist das denn bitte? Das ist schon krass. Und darauf freue ich mich schon sehr, wieder mal so ein Götterdeck zu haben. Hat er schon länger nicht mehr. So. Natürlich gibt es nicht nur das. Wir haben hier zum Beispiel auch den Shop, wo man halt neue Karten kaufen kann. Hier ist natürlich auch so, du hast zum Beispiel jetzt zum Bezahlen hast du diese Punkte hier oben. Oder Diamante, Kristalle, Edelsteine. Die kann man mit Ingame-Währung kaufen. Man kann sie aber auch verdienen. Also man muss sie nicht kaufen, so. Also wegen Micropayment und so. Dann gibt es hier verschiedene Decks, die man kaufen kann. Wir werden das natürlich auch noch gleich machen. Aber zum Beispiel noch gar nicht gemacht. Also oft gemeint, ich das noch irgendwie gekauft oder so. Und hier Master Pack. Ein Pack voller kann nur darauf warten, neue Legenden zu bauen. Ich glaube, hier hast du tatsächlich alle Karten drin, die es gibt. Anzahl Karten anzeigen, 6.750 neben. Du hast auch hier oben, wenn ich jetzt irgendwie hier wieder das Live eintippe. Also hier drin in diesem Deck könnt ihr diese Karten kriegen. Genau, Wunder, Ra. Ich nehme an, von Ra wird's. Natürlich jetzt schwieriger. Ja, Drache ist natürlich Ra auch schon drin, okay. Da hatte gerade irgendwie wegen Ra Schüler und so irgendwie dann noch eine andere Option gäbe. Aber okay. Ich glaube, von Ra selber gibt es keinen weiteren Zauber, der fallen kann. Warum auch? Er hat seine eigenen 3 Monster. Also merkt schon, das Spiel gibt einiges her. So. Warum das Ganze zusätzlich noch imbar ist, die Duelle selbst. Und die Musik. Also, wie bereits erwähnt, Tutorial habe ich abgeschlossen. Da kann man wirklich überspringen. Also da ist nichts, was ich unbedingt jetzt zeigen muss. Duellstrategie. Hier geht es darum, einfach ein paar Duelle zu machen. Wenn man diese erfolgreich abschließt, kommen halt so weiter, kriegt unter anderem auch ein paar Karten. Hier habe ich einmal Rageki bekommen, hier war Wiedergeburt, hier habe ich ein Monster bekommen, genau. Hier war dann Verstärkung für die Armee. So, ich würde mal sagen, Freunde, Zeit fürs nächste Duell. Decks werden mit 40 bis 60 Karten aufgebaut. Egal wie stark eine Karte ist, sind jetzt nichts, solange es in deinem Deck schlummert. In solchen Fällen muss eine Karte mit wichtigen Karten bestücken. Nachschub für die Armee. Also, genau. Geht eigentlich darum, Kartencontrol, haben wir dem früher gesagt. Bis heute heißt keine Ahnung. Früher hieß es jedenfalls Kartencontrol. Achte darauf, deine Hand aufzufüllen. Genau, da gibt es halt verschiedene Effekte, verschiedene Karten, kennen wir natürlich alles. Und jetzt wird es einfach das Duell. Ich fange an, okay, gut. Dann aktiviere ich erst einmal magischer Zauberwall. Als nächstes rufe ich Klingenritter im Angriffsmodus. Gibt schon mal einen netten kleinen Schub. Dann setze ich mal noch eine Karte verdeckt und sogar eine zweite Karte verdeckt und siehe da, er wird noch stärker. So, Zug beendet. Der nächste darf.
Und ja, diese Solo-Modus ist klar, sind halt Duelle gegen NPC. Maschinenfließband, was kann die Karte? Alle Maschinenmonster auf dem Spielfeld erhalten seinen Angriffsfang. Unwichtig. Noch. Und mein Zug! Max Krieger. Na dann, Max Krieger, Angriffsmodus. Was könnte man da bereits mal beschwören? Ich könnte bereits ein Xyz-Monster rufen, Freunde. Einen zweiten Angriff ausführen, ist zwar ein netter Effekt, ich warte aber noch. Stattdessen würde ich sagen, wir gehen die Kampfphase über. Max Krieger. Angriff. Resolved. Sieht mit dem immer schon cool aus, muss man zugeben. Das Ganze macht was her. Klingenritter. Attack. So, jetzt könnte ich immer noch irgendwas aktivieren, mache ich aber nicht. Was ich aber mache? Spezialbeschwörung. Max Krieger, danke für deine Hilfe. Jetzt wird es Zeit für Geschützturmkrieger mit ein bisschen mehr Power. So, lieber Gradius, soll ich mal gucken, was du jetzt machst. Noch nichts. Und mein Zug. Rückkehr des Kriegers. Wäre, glaube ich, mal ein guter Zeitpunkt, ja? Ich aktiviere Rückkehr des Kriegers und hole Max Krieger zurück auf die Hand. So, nochmal gucken. Dann wird Zeit. Mystischer Weltraum, Taifun. Blase eine fertige Karte vom Spielfeld. Was überhaupt? Schlaghieb. Okay. Max Krieger, zurück aufs Spielfeld. Warum? Natürlich eine Spezialbeschwörung, Freunde. Ich könnte jetzt auch schon eine Link-Beschwörung ausführen. Zum Beispiel Gaia-Säbel des Blitzes. Oder der Blitzschatten, genau. Aber warum? Ich mache lieber Kachi-Kochi-Drache. Und zwar mit diesen beiden Stufe 4 Monstern bilde ich das Überlagerungsnetzwerk. Und rufe als Xyz-Beschwörung Kachi-Kochi-Drache. Tja, Freunde. Zeit für die Kampfphase. Kachi-Kochi-Drache. Vernichte sein Monster. Und jetzt aktiviere deine spezielle Fähigkeit. Ich hänge ein Xyz-Material ab. Und dafür kann er nochmal angreifen. Geschützturmkrieger. Beende das Duell. Direkter Angriff auf seine Lebenspunkte. Punkt genau hat das geklappt. Wie aus dem Bilderbuch, Freunde. Victory is our. Tsching, tsching. Sehr gut. Macht das ganze Spaß. Abgeschlossen. Zerstörungsstörung. Wir können Karte ab und dann hier deaktivieren das Effekt. Ich störe diese Karte. Okay, also im Prinzip wie Sternstabdraches Effekt, nur muss ich was dafür bezahlen. Könnte man eigentlich mal ins Deck packen, ja? Da haben wir schon. So, ich gucke immer, dass ich immer ungefähr 40k im Deck habe und ziemlich ausgeglichen. Eher mehr Monster als Zauber kann, aber es kommt immer ein bisschen auf den Fall drauf an. Ja, den Fall drauf an, genau. Ich glaube, ich schmeiß mal einen Staubtornado raus, komm. So, Version 1.3. Ja, wir sind noch ein Anfangsdeck, Freunde. Da wird alles noch besser, keine Sorge. So, dann Solo-Modus. Nochmal.
Die können wir eigentlich auch mal noch angucken gleich. Ich möchte aber gerne doch erstmal noch zumindest Duellstrategie mal abschließen. Viel haben wir ja nicht mehr. Scharf Belohnungen. Ja, was soll das sein? Spielfeldteile Fallgrube. Aha. Ja, man kann in das Spielfeld kann man ja auch personalisieren. Ja, im Prinzip geht es darum, jetzt die Karte, die ich gerade bekommen habe, zu nutzen. Interessante Starthand. Ketten, was sind Ketten? Ja, wenn ich einen Effekt aktiviere, kann ich den anderen darauf aktivieren und der wird zuerst ausgeführt. Also immer der Effekt, der zuletzt ausgeführt wird, wird demzufolge auch zuerst dann aktiviert. Also die Kette wird von hinten auf ausgerollt. Dass ich immer auf einen Effekt wieder reagieren kann. So, dann. Klingenritter, du bist ja dran, alter Kumpel. Dann setze ich mal noch eine Karte verdeckt. Na komm, heute bin ich ein bisschen großzügig. 2 Karten verdeckt und beende meinen Zug. Ich würde gerne eine Synchro-Beschwörung ausführen, wenn ich ehrlich bin. What the hell, was hat er jetzt gemacht? Hä? Was bringt das jetzt, Kumpel? Ja, meine Karten sind futsch, okay, aber ihm bringt das auch nicht viel. Von mir aus. Gerümpelkrieger. Spezialbeschwörung für... Hallo? Hier. Geschützturmkrieger. So. So schnell kriegen wir ein Monster mit 2500 Angstpunkten aufs Feld. Ja, es geht schnell mit ihm. So, direkter Angriff, komm schon. Was ist das kann für eine Scheiße von dem Typen, mir auf meine Karten zu klauen? Hallo? Ah, ist halt ein Nachteil, wenn man viele Karten direkt aufs Feld platziert. Jetzt fehlt mir der mystische Weltraumteil, muss ich halt zugeben. So, ich ziehe. Schildstoß. Das ist eigentlich durchaus praktisch, was ich jetzt auf der Hand habe. Mit 3 Gegner und Schildstoß habe ich eigentlich alles, was ich brauche, um mir jeden Monster vom Leib zu halten. Teuflischer Kampf, also bis jetzt ist er eher ein bisschen, ich weiß auch nicht, irgendwie ein bisschen doof. Ah, okay, er will unbedingt verlieren. Kann auch irgendwie was Spezielles nachrufen oder so? Mancher Zauberwohl, ne, er kann ihn vernichten. Geschützturmkrieger! Da bröckelt er bei ihm, da bröckelt das Spielfeld, da ist er gleich im Arsch. Jetzt ziehen wir was. Hätte er bloß nichts gesagt. Au! Oh, der ging voll auf die Milz. So, mein Zug, bitte. Oh, Dankeschön. So. Hey, Weltraum-Taifun, blasen bitte mal seine Karte weg. Danke. Hey, wieso hat sich nicht aktiviert? Krute Gier kann er auch... Hä? Okay, muss ich nicht verstehen, oder? Aua. Okay, irgendein Monster, ist mir scheißegal welches. Danke. Empfängerkrieger. Ja, ist ein normales Monster, aber sein Grund ist so, dass ich den im Deck habe. Vielleicht sehen wir den gleich noch. Also später, weil er ist jetzt down. So. Machen wir Rambazamba, Freunde. Empfängerkrieger. Beende das Duell. Bye, bye. Victory is our. Tsching, tsching. Fallgrube, okay. Für ein Spielfeld, dann schlecht. Ziel, ist ja nochmal ein Zielduell. Begleiter, Sangan mal 1 erworben. Also, ein Begleiter. Ein kleiner, trauriger Teufel, überstand schwerster Platz in der Dämonenwelt, der Unterwelt und dieser Welt. Also, als Karte wäre es mir eigentlich lieber. Stage clear, okay. Natürlich hier oben noch fehlen die Praktiken. Können wir ganz kurz angucken. Das hier
Habe ich jetzt weggelassen, weil es geht um die Synchro-Monster-Beschwörung. Nidec. Ja, zum einen kennen wir die schon zu Genüge. Ja komm, wir spielen es normal. Ich will sie komplett haben. Ich dachte eigentlich ursprünglich, als ich das gemacht habe, oft dachte ich, hey, komm, warum? Weil bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist kamen mir gerade Link-Beschwörungen auch. Dann brauchen wir sie ja nicht. Aber wir zeigen es trotzdem mal ganz kurz. Also, Link-Beschwörung. Ja, die Stufe der Sterne muss stimmen. Da ist der Unterschied zum Beispiel zu Ritualbeschwörungen. Da können es durchaus auch Opfer sein oder Level sein, die höher wären als das Monster, das man rufen will. Das geht hier nicht. Bei Synchrobeschwörung muss die Anzahl der Sterne exakt stimmen. So, Doppelbeschwörung, damit ich zweimal normal beschwören kann in diesem Zug. Dann haben wir einmal Tempokrieger. Hat Stufe 2. Dann Gerümpel synchronisiert, Stufe 3. Und dieser muss ein Empfängermonster sein. Und dann bin ich in der Lage, ein Synchromonster zu rufen. In dem Fall wäre das natürlich, wer könnte es anders sein? Ich rufe mal den hier, den hatten wir glaube ich noch nie. Narbenbedeckter Krieger, okay. Ich stimme also Gerümpelsynchronisierer auf Tempokrieger ein und rufe als Synchrobeschwörung Narbenbedeckter Krieger. Und nun Angriff. Das war's. Synchrobeschwörung erklärt. Victory is our. Gegen Synchrokönig. So, nächste Praktik. Hier wenden wir eine Beschwörung eines Xyz-Monsters aus dem Extra-Deck an. Xyz-Beschwörung. Ja, XYZ nennt man Xyz, warum auch immer, wenn man es so nennt. Die Xyz-Beschwörung kam ja mit der Staffel nach 5Ds im Anime, also sprich Sexel oder Seal, das sagt auch jeder so, wie er es gerne hätte. Im Prinzip geht es darum, man braucht keine speziellen Monster dafür mehr, normalerweise, sondern so wie es da steht, 2 Monster Stufe 4 als Beispiel. Also diese Xyz-Monster haben noch keine Sterne oder Stufe, sie haben Ränge. Deswegen sind die Sterne nach links. Das ist ein bisschen verwirrend, wenn man aus dem Anime kommt, vor allem aus dem 5Ds-Anime, weil die finsteren Synchro-Monster hatten ihre Sterne auch links. Und das waren negative Sterne oder negative Ränge, Stufen. Deswegen ein bisschen verwirrend. Aber es geht darum, dass man diese Monster quasi überlagern muss, also übereinanderlegen muss. In diesem Fall heißt es einfach 2 Monster von Stufe 4 übereinanderlegen und dann kriegst du einen Rang 4. Oder 2 Monster von Stufe 3 übereinanderlegen, kriegst du Rang 3. Aber es müssen immer Monster mit der gleich hohen Stufe sein. Das kann nicht irgendwie Monster mit Stufe 4 und Stufe 3 kombinieren, das geht nicht. Natürlich auch hier gibt es wieder irgendwie Spezialbedingungen, dass nur irgendwie bestimmte Monster dafür in Frage kommen oder dass man Xyz-Monster noch weiter stufen kann. So. Mein Zug, okay, ich ziehe. Ganbara-Ritter. Okay, ich soll den rufen. Warum? Was kann der? Ah ja, okay. Goblin-Bärt, oder wie das Ding heißt. Dank ihm kann ich ein weiteres Stufe 4 Monster aufs Feld rufen. Jetzt habe ich ja 2 Monster mit Stufe 4. 2 oder mehr Monster, dank dem Tippfehler hier, sind auf einer Spielfeldseite. Probieren die Xyz-Beschwörung aus. Genau, ich könnte jetzt Heroischer Champion rufen oder Utopia. Ja, komm. Ich überlagere Ganbara-Ritter mit Goblin-Berg. Und bilde das Überlagerungsnetzwerk. Und rufe als Xyz-Beschwörung Nummer 39 Utopia. Erfolgreich. Bitte greifen mit einem Monster an. Ja, natürlich hat dieses Monster auch eigene Effekte wiederum. Die basieren eigentlich auf dem sogenannten Xyz-Material. Wie bereits erwähnt, man überlagert die Monster ja. Also die gehen nicht auf den Friedhof direkt, sondern eigentlich sind diese beiden
Effektmonster mit Stufe 4, man sieht es hier auch sehr schön, liegen direkt unter Utopia. Das sind also eben Material, das verwendet wurde für ihn. Und das wiederum kann man auch wieder ablegen, um dann irgendwelche Effekte zu nutzen. So klappt eine Xyz-Beschwörung. Als das damals rauskam, das fanden sehr viele, sagten sich, wow, das ist ja der Overkill. Und haben dementsprechend natürlich auch Synchromonster und so ziemlich in Schatten gestellt, weil es viel einfacher war, ein Xyz-Monster zu rufen als ein Synchromonster. Aber es geht noch krasser. Und zwar mit dieser hier, die Pendelbeschwörung. Methode zum gleichzeitigen Beschwören mehrerer Pendelmonster. Ja, nicht nur. Das kam da mit Yu-Gi-Oh! Arc 5. Also Entwickler dachten, yo, jetzt haben wir so viele coole Effektmonster mittlerweile gehabt. Zum Beispiel oder spezielle Beschwörungen wie Fusionsbeschwörung, Synchrobeschwörung, Xyz-Beschwörung. Und jetzt nochmal neue, aber dann sind einfach die alten wieder weg. Also wie kann man die jetzt zurückbringen, wie kann man alles kombinieren? Tja, das geht mit Pendel. Diese Beschwörungsmethode erlaubt es dir, mehrere Monster auf einmal als Spezialbeschwörung zu beschwören. Pendelmonster mit speziellen Zahlen gekennzeichnet. Sie sehen ja eigentlich auch aus wie Zauberkarten. Also eigentlich sind das kombiniert Monster und Zauberkarten. Mit speziellen Zahlen gekennzeichnet, genau. Also man sieht hier blau und rot. Also blau links, rot rechts. Die Pendelbereiche genannt werden und die für die Pendelbeschwörung wichtig sind. Sie haben noch Pendeleffekte, die verwendet werden können, wenn die Pendelmonster als Zauberkarten behandelt werden. Ja, also die Pendeleffekte gelten nur, wenn sie als Zauberkarten genutzt werden. Das kennen wir vielleicht ein bisschen so von Kristallungeheuern. Weil die kommen ja auch quasi in den Fallenkartenbereich liegen und hatten dann mit anderen Zauberkarten wiederum andere Effekte drauf. Probiert die Pendelbeschwörung selbst aus. Jetzt wird es kompliziert. Oder vielleicht auch einfach, mal gucken. Es geht darum, wir haben ja ein Feld von 5 Zauberfallenkarten. Die Pendelzone sind jeweils ganz links außen und rechts außen. Also man braucht eigentlich bestehende Zauberfallenkartenfelder dafür. Das war früher, als die Pendelbeschwörung rauskam, noch anders. Hat es mittlerweile geändert, dass man einfach das bisherige Feld dafür nutzt. Und es geht eigentlich darum, wohin diese Symbole zeigen. Da sehen wir zum Beispiel jetzt hier bei der Karte Drachenpulsmagie, die links liegt. Die hat rechts auch so einen Kristall. Und, Entschuldigung, links natürlich. Genau, links ist der linke Effekt. Da steht zum Beispiel die Zahl 1. Der andere Magier auf der rechten Seite hat bei sich auf der rechten Seite den Wert 8 drin. Das heißt, er kann jetzt Monster von der Hand rufen, die von Stufe 2 bis und mit 7 sind. Das ist der Pendelbereich. Und die werden quasi als Spezialbeschwörung gerufen. Und das ist natürlich ein bisschen krass. Probier etwas aus. Könnte ein bisschen schwierig werden, ich habe gerade wenige Karten. Also, ich darf nochmal kurz. Drachenpulsmagier, Drachengrubenmagier. So, jetzt haben wir gerade die beiden, die erwähnt wurden. Wie bereits erwähnt, das sind ja sowohl Zauber- als auch Fallenkarten. Als auch Zauberkarten, Entschuldigung. Okay, es wird jetzt hier speziell erwähnt. Er kann normal Beschwörungen setzen, weil es ja ein Monster ist, aber eben auch den Pendeleffekt nutzen. Hier mit Skala. Und da steht ja auch schön, ich habe links und rechts jeweils einen Wert 1. Bei dem links und rechts einen Wert 8. Es gibt aber auch Monster, die irgendwie links und rechts unterschiedliche Werte haben. Glaube ich mich zu erinnern. Deswegen ist es immer wichtig, dass man die Dinger richtig setzt. Wenn ich den zum Beispiel jetzt hier drüben setzen würde. Weil wenn ich hier Stufe 8 habe oder Pendelwert 8 und hier Pendelwert 1, bringt mir das gar nichts. Also, den setzen. Natürlich hierhin links, Wert 1. Und jetzt den hier, Pendelwert 2, auf der anderen Seite. Jetzt habe ich einen Pendelwert, kann man eigentlich sagen. Ja, wie geht das jetzt eigentlich? Pendelbeschwörung. Ah! Und somit, Freunde, nutzen wir den Pendelbereich von Stufe 2 bis mit 7 und rufen als Pendelbeschwörung den buntäugigen Drachen, Entschuldigung, und
Wie ist das Viech? Künstlerkumpel, Taschenspieler, Magier. Bitte greif mit einem Monster an. Eigentlich mit beiden, oder? Und jetzt, weil die jetzt halt hier drin liegen, in ihrem Pendelbereich oder als Zauberkarten, haben sie nachdem eben auch Effekte. Okay. Momentan keine speziellen Effekte. Deswegen einfach direkt angreifen. Und das wiederum sind keine Pendelmonster, es könnten aber welche sein. Das heißt, ich kann auch, wenn ich jetzt mir nochmal 1 oder 2 Pendelmonster auf der Hand hätte, könnte ich die trotzdem so rufen. Normal aufs Spielfeld. Oder ich könnte natürlich das auch nutzen, wenn ich 2 Monster mit gleicher Stufe hätte, um wiederum eine Xyz-Beschwörung zu machen oder eine Synchro-Beschwörung, wenn es irgendwie wieder Empfänger dabei wären. Also ihr seht, mit Pendelmonster dazu kann man nochmal verdammt viel machen. Tja. Die letzte Praktik. Link-Beschwörung. Ja, die habe ich mir jetzt selber beigebracht im Verlauf dieses Duells, aber wir lesen es trotzdem mal nach, weil ich muss zugeben, auch den Anime dazu kenne ich nicht. Also nur schon gehört habe, Link-Beschwörung, Link-Karten und das war noch zu einer Zeit, wo es ja plötzlich hieß, dass die beiden die beiden extra Monsterfelder auf dem Spielfeld sind für sämtliche Monster aus dem Extra-Deck, also auch für Synchro und Xyz-Monster. Und zu denken, dass ich nur noch maximal ein Synchro oder Xyz oder Link oder Fusionsmonster auf dem Feld haben könnte, haben ein bisschen den Duellspaß geraubt. Aber das haben wir mittlerweile wieder geändert. Jetzt gilt es nur für Link und Pendelmonster, dass man die dort rufen muss. So, Link-Beschwörung, was sind die überhaupt? Dieses Beschwörungsmodell ermöglicht es dir, Link-Monster beschwören. Ein Link-Monster zu beschwören, brauchst du so viele Materialien, wie das Monster Link-Pfeile hat, die aus seinem Link-Wert entsprechen. Also hier 3, sprich er braucht 3 Monster. Hier steht auch 2 plus Effektmonster. Okay, hier geht es gerade nur mit Effektmonstern. Bei dem. Die Link-Monster erhalten auch eine Reihe von Effekten, nachdem in welcher Zonen ihre Link-Pfeile sein und welche Karten sich in diesen Zonen befinden. Das ist ein bisschen das Spezielle daran. Es geht ja darum, wenn man sich jetzt denkt, okay, ich kann ein Link-Monster aufs Feld rufen, diese extra Monsterzone auf dem Spielfeld, okay. Und dann kann ich nichts mehr rufen. Doch, aber eben mit diesem Link, also mit diesen Link-Pfeilen. So kann man theoretisch noch weitere Link-Monster rufen. Das ist eben ein bisschen der Knackpunkt daran. Aber hier selbst aus, legen wir in der Main-Phase die offenen Monster auf der Spielfeldseite. Zählt ein Monster als ein Link-Material. Genau, es kann auch sein, man könnte sogar ich kann sogar ein Link-Monster als Beschwörungsmaterial nutzen, um weitere Link-Monster zu rufen. Weil ich sehe hier ja den Wert, den es hat. Hier zum Beispiel hat es den Wert 3. Honeybot hätte einen Wert 2, deswegen braucht er nur noch ein weiteres normales Monster, um ein Link-Monster von Wert 3 zu rufen. Das ist auch wieder mal ein bisschen speziell, das Ganze. Link schlecht, okay. Spezialbeschwörung hat Link schlecht, hey, warum? Ah, okay. So, dann nehmen wir hier zum Beispiel falls du ein Cyberseemonster kontrollierst. Hey, ist das ein Cyberseemonster? Ja, offenbar. Zweite mir Monster an der Spielfeldseite. Wählen Link-Beschwörung aus. Okay. Honeybot zum Beispiel. 2 Cyber-Monster sogar speziell. Okay. Ein Link-Material. 2 Link-Material. Und eben diese kann man so gesehen, so gerufen, nur hier hinrufen. Auf diese Felder. Nicht hier.
Oder zumindest noch nicht. So. Weil eigentlich... ich muss ganz kurz mal so noch machen. Schon Link 3 Monster. Genau, man sieht eben hier auch die Pfeile, die es hatten, die markiert sind. In diesem Fall halt irgendwie ein Pfeil links und rechts. Jetzt theoretisch, wenn ich jetzt genug Materialien hätte und der auf dem Feld bleiben würde, könnt ihr nochmal ein Link-Monster hier rufen. Oder wenn hier zum Beispiel der Pfeil nach unten, also der hier aktiv wäre, könnte ich hier ein Monster rufen. Und wenn der rechts unaktiv wäre, könnte ich hier nochmal ein Link-Monster rufen. So klappt eigentlich die Link-Beschwörungen, also zumindest von mehreren Link-Monstern, wenn ich das mal damals richtig verstanden habe. So, das ist ein Link-Material, der ist 2 wert. Und noch eine Link-Beschwörung. Die Pfeile sind gesetzt. Das Monster gerufen. Dekodier. Ja, was jetzt Dekodiersprecher? Wie heißt das Vieh? Dekodiersprecher, genau. Angriff und das war's. Bye bye. Victory. Abgeschlossen. Edelsteine, dankeschön. So, das wäre jetzt mal komplett. Das auch mal gezeigt. Absolute Monarch gucken wir uns gleich an. Ich möchte zuerst mal ganz kurz noch gucken. Wo könnte ich denn jetzt Ding anpassen? Ich weiß gar nicht mehr, wo das ging. Begleiter. Ah, hier. Rettungskaninchen, sagen wir mal Sangan, komm. Das ist halt der bei mir auch auf dem Spielfeld dann rumturnt. Naja. Anfänger. Nee, komm, mach mal Fan des Anime. Rückkehrer stimmt auch. TCG-Spieler. Ist schon länger her. Sehr lange her. Linksspieler. Momentan schon, ja. Ein echter Duelland, ja komm. Oh Mann, ey. Was für eine Scheiße. So. Also hätten wir das auch mal gemacht. Dann. Können wir was im Deck noch machen? Ich glaube, viel gab es noch nicht, was wir jetzt noch neu dazu bekommen haben. Was mir hier noch ein bisschen fehlt, ich glaube, gibt es den irgendwie von Reihenfolge des Erhalts? Ah, doch, den gibt's ja. Hier. Oh ja, haben nichts gesagt. Also hier das Decksortierung, Dingsbums, System, das ist echt geil, muss ich zugeben. So. Freunde, ich würde sagen, wir machen noch ein Duell beim Monarchen und dann vielleicht noch ein paar Karten kaufen. Mal gucken, wie das Ganze dann so aussieht. Dann sollen wir, glaube ich, so bei ungefähr einer Stunde sein. Oh. Szenario, der absolute Monarch, oder bin gespannt. Eskalation der Monarchen. Schwermonster als Tributbeschwörung. Ich habe gar keine Monster als Tributbeschwörung im Deck. In dieser Welt verkörperten einige Wesen das Konzept der Zerstörung. Die Monarchen sind es wirklich. Ich sehe da Möbius, ich sehe Reiso, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Schon lange her, das Ganze. Ihr würdevolles Erscheinungsbild und Verhalten erinnerte an Monarchen. Niemand wusste, zu welchem Zweck die Monarchen die Zerstörung der Welt anstrebten. Mit ihren paranormalen Kräften reduzieren sie alles, was sie erblicken, zum Nichts. Vor ihnen krachen Donnerschläge und Bäume werden brüchig. Sie bringen die Berge zum Kochen und die Erde zum Bersten. Sie beschwören Stürme herauf und tauchen alles in unermessliche Finsternis. Die Welt ist voll Aufruhr und Zorn, kurz gesagt Gewalt.
Und wenn es nichts mehr zu zerstören gibt, ziehen sie weiter ins nächste Land, auf der Suche nach weiterer Zerstörung. Alle, die Zeugen dieser großen Zerstörung werden, erschauen vor Angst. Wer das Unglück hat, ihnen im Weg zu sein, verschwindet augenblicklich. Und bei den Zerstörern dieser Welt gibt es ein Alpha-Wesen. Zu einer überwältigenden Ansteckungskraft werfen sich andere Zerstörer nieder und seine Stärke ist unvorstellbar. Erebus, der Unterweltmonarch, sitzt auf seinem Thron in der finstersten Finsternis und betrachtet die Zerstörung der Welt, als wäre sie ganz natürlich. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Praktik. Ja, sagen wir was. Lernen die Vor- und Nachteile des Monarchendecks. Oh. Also ich meine, das eigene Deck nennt das Monarchendeck. Interessant. Das Spielfeld, hey, das sieht ja geil aus. Was? Grandmark, der Erdmonarch kenne ich. Reisa kenne ich. Ede, der Himmelsmonarch. Erebus, der Unterweltmonarch. Nee, den kenne ich nicht. Was macht ein Monarchdeck einzigartig? Wenn deine Tributbeschwörungen erfolgreich ausgeführt werden, kannst du eine Reihe von mächtigen Effekten einsetzen. Greif den Gegner mit Monstern der Stufe 5 und 6 an, die du leicht aus dem Hut zaubern kannst. Oder mit Monstern der Stufe 8, die noch beeindruckendere Effekte haben. Du kannst dein Deck auch auf viele Arten anpassen. Eine Reihe von Strategien zu experimentieren, in denen du nach Zauber und Fallenkampf verwendest, die bei Tributbeschwörungen helfen oder Monster mit verschiedenen Eigenschaften als Tribut anbietest und so weiter und so fort. Ist eine andere Dimension. Wow, was macht der da? Na dann, mein Zug! Ede, der Himmelsknappe. Moment, bevor ich das alles mache, erstmal gucken, was habe ich denn hier für Karten? Ich habe Link-Monster in einem Monarchendeck? Okay, muss ich nicht verstehen, wa? Möbius, der Mega-Monarch. Ich kenne Möbius, dem Frostmonarch, aber der ist Stufe 5. Oder 6. So. Also. Sagt dich Edea? Ja, natürlich, weil er braucht mehr Monster. Oh, ich nehme nur einer, schade. Du kannst im Spielzug eines Effekts von AI aus der Umwelt knapp eine zusätzliche Tributbeschwörung ausführen. Beschwörer Möbius, der Mega-Monarch. Warte mal, Möbius? Der konnte doch damals eine gegnerische Zauber- oder Fallenkarte vernichten. Du kannst bis zu 3 Zauber-Fallenkarten am Spielfeld zerstören. Natürlich! Deswegen der Mega-Monarch. Und dann Tributbeschwörung, Freunde. Zack dich, Möbius. Eine Kette, ja, da bringt ihn nichts. Das sind sogenannte Effektmonster. Aber die bleiben nur so lange auf dem Spielfeld, wie die Karte selbst, also die Fallenkarte, bleibt. Also sprich, er kann sie zwar so rufen, aber bringt ihm nichts, weil ich zerstöre sie ja. Greif den Gegner direkt an. Warte mal, da ist noch ein Effekt. Und halt nicht. Möbius-Attacke! Victory is our! Das müssen Schmerzen sein, Freunde. Geschafft Belohnung in Kugelerde, mit der du gesperrte Kapitel im Solo-Modus freischalten kannst. Okay. Duell. Verwende Spezialbeschwörungen, Zauberschläge und Trickreiche zur Sicherung von Tributen für Tributbeschwörungen, während du mit Geschäft in der finsteren Welt dein Blatt ersetzt. Nimm dich vor dem kartenvernichtenden Kuras der Lichtmonarche nach. Oh, jetzt wird es aber fies, Freunde. Jetzt kann ich mit meinem Deck antreten und mit dem Leitdeck und ich kriege je nachdem unterschiedliche Punkte. Ja komm, wir nehmen das Light-Deck, weil es ist ein Let's Show, ich will was zeigen, weil mein Deck kennt man jetzt schon ein bisschen.
Ich glaube, mit meinem Deck kann ich ja offscreen mal das Ganze mal machen. Er muss natürlich gewinnen, ne? Ist klar. Also. Oh. Hat er ein Exodia-Deck? Ja, liegt noch einen Drachen ab und so weiter zu ziehen. Sehr originell, Kumpel. Zauberschläger. So, dann gucken wir nochmal. Wir haben hier Stufe 8. Das ist erst später interessant. Haben wir unsere Stufe 8 ab. Hier 2 Karten. Okay. Gut, dann aktiviert doch erst einmal Marsch der Monarchen. Okay. Moment. Testlos, der Mega-Monarch. Ja. Okay, dann spiele ich mal in Zahlungsnahme. Und leg mal den ab. Zieht dafür 2 neue Karten. Alter, wie viele Stufe 8 Monster, was ist los mit euch? Ja gut, komm, dann Dann setze ich glaube mal noch die Karte her verdeckt. Und beende mal meinen Zug. Mal gucken, was er jetzt so macht. Nee, lass mal. Das soll ruhig sein Deck leeren, aber gar nichts dagegen. Ankmal der Unterwelt. Nö, passt noch. Unsere Inkarnation, hä? Ja gut, so der Zauberschläger normal zurück. Ja, jetzt wird es glaube ich mal Zeit. Doch, funktioniert. Also. Erster Monarch. Bitte einmal einen Effekt nutzen. Ich würde gerne, jetzt kommt es drauf an. Da ist der schon wieder. Wasser. Aua. Habe ich jetzt schwören können, dass er jetzt nochmal Zauber auf allen Karten setzt. Gut, dann spiele ich mal Topf der Extravaganz. Nehmen wir 6 Karten von dem Extra-Deck. Zack, zack, zack. Dankeschön. Sind wir schon ein bisschen besser.
komm, scheiß drauf. Möbius. Schade, da eigentlich könnte so machen, dass nur der andere Effekt genutzt wird. Aber komm, scheiß drauf. Ich müsste dieses Deck echt erstmal studieren, in aller Ruhe. So. Eigentlich hätte lieber den Lichtmonarchen rufen sollen, wa? Der primäre Monarch. Wer hat überhaupt schon zwei? Na komm. Was ist das für eine Karte? Digga, machen wir auf dem Friedhof. Okay. Ich rufe mal ihn hier, komm. Weil ich muss auch mein Ding mal ein bisschen ausdünnen. Die Musik, ey. So. Was war das gerade? Sangan, der da lacht? Also mein Sangan freut sich, wenn andere Monster vernichtet werden, okay? Merke ich mir, Kumpel, merke ich mir. So, mein Zug. Das war einer. Ja, ich muss natürlich meinen Deck ein bisschen ausdünnen, ich hab sonst nichts. Der bringt mir auch nichts. So. Angriff meine Monster. Das ist echt Sanka, der ist da Freude. Der klappt sogar in die Hände. Seht ihr das? Er freut sich, dass wir siegen. Guter kleiner Raptor. Mein Zug. Reiser der Sag mal, was ist eigentlich hier mit dem Megamonarchen los? Ganz ehrlich. Ist nicht mehr feierlich. Hier noch so für schöne Effekte. Fünfköpfiger Lichtdrache. Freunde, wenn uns eine Linkbeschwörung, dann kann es ja mal sicher sein. Alter Schwede. Fünfköpfiger Lichtdrache. Vergiss den fünfköpfigen Götterdrachen, der ist ein Arsch dagegen. Davon sieht er genauso aus. Aber wir nutzen noch im Angriffsmodus, hallo? So. Erstmal geht Reis auf den Friedhof. Kriege ein paar neue Karten. Was macht der hier?
Was? Der muss nur ihn nutzen. Warte mal. Der müsste doch gehen, oder? Hm. Ich sehe aber kaum wie gestört, ist doch geil. Hm. Irgendwie gucke nach einem krassen Effekt, aber irgendwie finde ich nichts. Komm, ich will noch das Ding hier. Was macht der primäre Monarch? Du kannst einen Friedhof finden, du kannst einen verwandeln, als normales Monster. Ja komm, mach ich mal. Primäre Monarch. Also ich muss sagen, das Deck gefällt mir. Zaborg, der Mega-Monarch, schon so einer. Kaius, der Mega-Monarch. Alter, wie viele gibt es denn eigentlich noch? Ja komm, jetzt kommt es langsam mal, Freunde. So, und sein Effekt kann jetzt was. Welche Karte du auf den Friedhof schicken möchtest? Sogar aus dem Deck raus geht's, Alter. Musik! Okay. Ja, ist auch ein permanenter Zauber, also. Eigentlich jetzt alles zu spät, sag ich jetzt mal. Diese Dinge hätten eigentlich viel früher passieren müssen, wenn wir ehrlich sind. So. Sonderkarte irgendwie erst aktivieren. Ich kann doch hier
den Effekt noch nutzen und dafür ihn nochmal aufs Feld zurückholen, oder? So. Alter, das Monarchendeck macht mich kirre. Du hast so viele Effekte drauf, die du nutzen kannst. Wahnsinn. Ja komm, ich habe so viele Karten von der Sorte. Autschi. Der Sturmkraft der Monarchen, der ist gut. Den wollte ich eigentlich ja nutzen. Warte mal. Geht trotzdem nichts. Hä? Warte mal. Ah, jetzt geht's, okay. Der eigene Spezialeffekt, der hat mir gerade ein bisschen kirre gemacht. So. Die Karte bitte raus. Dann machen wir den hier. Ja, den auch noch, komm. Okay, so ein Monarchendeck ist krass. Da muss ich erstmal wirklich komplett durchblicken, um das effektiv zu nutzen. Weil, seien wir ehrlich, ich hatte zum Teil auch viel Glück und zum Teil habe mich auch ein bisschen verschätzt mit den Effekten. Ganz mag die Megamonarchen, natürlich, sind alles Megamonarchen hier. Die haben noch normale Monarchen, die mit Stufe 5 bis 6. So, Freunde, kommen Sie aber Feierabend hier. K ist eine andere Dimension. Finito. Moment. Da bin ich wieder. Sorry, muss mal ganz kurz hier mal Licht einschalten. Hab gerade länger gezockt als ich dachte. Plötzlich war es dunkel draußen. Hier schönes gesperrt. Du hast nicht genügend Gegenstände. Was? Erst das noch machen, oder? Nee. Structure Deck, erscheinende Monarchen. Der Vormarsch der Monarchen, das Konzept der Zerstörung verkörpern, geht weiter. Wie viele zahllose Welten müssen sie zerstört haben? Gewitter, Schneestürme, Lava und Erdbeben. Alle Arten von Zerstörung stürmen auf die Welt ein. Auf ihrem Vormarsch werden die Monarchen immer stärker. Sie schieben die Grenze der Zerstörung immer weiter hinaus. Ihre Macht besudelt alle Materie gleichermaßen. Es gibt keine Möglichkeit zu erkennen, ob die Monarchen überhaupt wahrnehmen, was sie zerstören. Auf ihrem Vormarsch löschen sie alles aus, was in ihr Blickfeld gerät, ungeachtet der Landschaft. In einem in Trümmern liegenden Land stieg jedoch ein Schöpfer vom Himmel herab. Aether, der Himmelsmonarch. Ein Retter stieg wie durch ein Wunder in ein Land herab, das an Zerstörung harrte. Ob dieser Schöpfer den Monarchen gezählt werden konnte, ist unbekannt, obwohl er den Namen trug. Der Boden, auf dem der Schöpfer gelandet war, begann wieder aufzuleben. Es wird sicher ein Tag kommen, in dem dieses Land vom Schöpfer erneuert wieder zerstört wird. Dennoch füllt Aether, der Himmelsmonarch, ohne Belohnung diese ruinierte Welt mit dem Licht der Wiedergeburt. Schön. Schöne Geschichte.
Tja, also da muss ich hier nochmal ein bisschen was machen. Die Frage ist, kann ich hier nochmal antreten? Weil die 150 habe ich schon erworben. Da kann ich natürlich hier machen. Das Deck des Gegners bestätigen. Ah, jetzt so ein Deck angucken können. Ja, super. Das mal vorher gewusst. Aber wie kriege ich nochmal die 50 anderen Kugeln daher? Muss ich die irgendwie anders suchen? Ah. Warte mal. Ah, ja. Mhm. Die kriegen das erste Inventarherrscher. Okay, also man sieht, der Solo-Modus selber hat auch einiges noch zu bieten, Freunde. Sehr schön, sehr schön. Ja, okay, wir können mal ganz kurz noch reingucken hier. Deck bearbeiten. Der Schein der Monarchen. Es geht hier bei... Ah, das sind noch die Schwächen. Möbius der Frostmonarch zum Beispiel. Zaborg Monarch des Donners, genau, die kenne ich alle noch. Also Stufe 5 bis 6. Tesselos der Feuersturmmonarch. Grandmark Erdmonarch auf Stufe 6. Reiser, Der Kaius Schattenmonarch, genau. Das sind so die Monarchen, die ich eigentlich noch kenne. Gut, das sind aber verdammt viele davon im Deck, also. Okay, natürlich mit Zauberkampf, mit Doppelbeschwörung, Treuebekräftigung, hast du nicht gesehen. Das ist natürlich auch relativ einfacher. Ja, Freunde, das noch aus der guten alten Zeit war. So, bevor jetzt aber das Let's Show oder Let's Test, nein, Let's Show ist wirklich beende, muss ich noch etwas ganz kurz angucken. Also mein Deck habt ihr jetzt schon mal gesehen, müssen nicht noch groß angucken, ist halt das Starterdeck mit ein paar Synchro, Link und einem Xyz-Monster, was ich auch noch dran bin, immer zu erweitern, ganz klar. Synchro der Einheit ist eines der Starterdecks, die man kriegt. Hier geht es vor allem auch um Synchro-Monster mit den jeweiligen Empfängermonstern hier im Deck, also auf dem ja auch nichts Spezielles, sage ich jetzt mal. Und ja, wir gehen mal ganz kurz zum Shop, noch mal zum Gucken. Geheimpaket. Ah, okay, das sind die Dinger. Ich habe mich schon gefragt, weil hier steht, gibt es keine Produkte zu kaufen, weil Bonuspack und Geheimpack, die kann man also auf den Solo-Modus freischalten. Structure Deck, Zubehör. Das können zum Beispiel irgendwie auch Dunkle Magier als Gehilfe auf dem Spielfeld kaufen. Vielleicht für später. Ich glaube, ich kaufe mir einmal hier das Ding, weil ich doch mal gerne mich ein bisschen mehr auf die Pendelmonster stürzen möchte. Structure Deck, Magie des Pendels. Harmonisierer-Magier, ja, sind natürlich die ganzen Pendeldrache, gibt natürlich auch Fusionskarten. Alles mal in Ruhe angucken. Hexer, Synchro, Pendel. Ja, es gibt sogar mittlerweile Synchro-Monster, die aber auch Pendelmonster gleichzeitig sind. Und das, eben, das ist dann das ganz, ganz Spezielle daran. So. Übernatürliche Elemente, noch 23 Stunden. Okay, dann kaufen wir uns doch einfach mal gucken. Schnappte die Monarchen, die herrschen, wenn sie erfolgreich aus der Bubbeschwung beschworen werden. Elementselbenmonster, die mächtigen elementarischen Monster unterstützen. Das heißt, das hier sind vermutlich ein bisschen die stärkeren, wa? Also. Wobei Highlight, warte mal. Kartenliste. Das Coole daran, wir sehen auch hier, was für Karten drin sind. Ah ne, warte mal. Das ist das. Das schon? Wenn ein bisschen viele Karten jetzt hier drin wären. Empfohlene Karten. Wir können mal gucken. Sicherheitsdrache, okay, ein Linkmonster. Roter Apparat, Grain Soul, der Elementarherrscher. Angriff der Monarchen.
Eventuell Malo. Kuras, der Lichtmonarch, den kenne ich auch noch. Schön, schön. Ja, also Freunde, ihr seht, was das Spiel alles beinhaltet. Und das ist jetzt, sag ich jetzt mal, nur der Offline-Modus. Es gibt eben auch den Online-Modus, wo man dann gegeneinander antritt. Es gibt irgendwie auch Rangduelle. Also dafür muss man sich irgendwie erstmal quasi einen Season Pass oder sowas kaufen, damit man halt für eine gewisse Zeit daran teilnehmen kann. Rangmatches sind es, genau, Rangmatches. Events coming soon. Ja, das Spiel ist noch relativ neu, also in dem her gar kein Thema. Und ja, ich würde mal so sagen, erstmal vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat auch soweit auch Spaß gemacht, auch wenn es jetzt zum Schluss mit dem Monarch ein bisschen länger dauert, als ich eigentlich dachte. Und wer weiß, wenn ihr auch mal wieder der Meinung seid, hey, ich könnte das Spiel gerne wieder mal zocken, dann nur zu, ihr habt sicher Bock drauf, oder auch wenn ihr das Gefühl habt, ich soll doch irgendwie auch die Solo-Modi zocken. Ja, ganz kurz mal gucken, sind das Dinge... Ich kann ich nochmal spielen können, es mal für den Fall, dass ich irgendwie offscreen zocken würde. Na gut, der geht ja nicht, da brauche ich erstmal wieder ein paar Dinger. Okay, spielen kann ich es immer wieder, aber ich kriege die Belohnungen nicht mehr. Okay, gut, das heißt, ich kann es trotzdem offline zocken und einfach später, wenn ihr sagt, sagt dann auf den Solo-Modus nochmal, ja, beziehungsweise zeig ihn doch bitte, dass ich den halt dann nochmal zocken würde, vielleicht sogar schon mit den richtigen Karten, die ich dann hätte, je nachdem. Inventar, ja, schon. Ja, super. Ja, das soweit dazu. Oder auch wenn ihr dann sagt, ne, komm, Solo-Modus ist schön und gut, aber wir wollen lieber online mit dir, gegen dich fighten, whatever, dann bitte einfach in die Kommentare schreiben. Es wird fürs Erste noch nicht als Let's Play starten, das einfach aus dem Grund, weil wir momentan noch genug andere Spiele haben und auch ein anderes Yu-Gi-Oh! Spiel. Ich würde zumindest erstmal Legacy of Duelist Link Evolution, den Story-Modus abschließen. Bevor wir uns dann entscheiden, hey, Online-Modus zocke ich noch Link Evolution, also Legacy of Duelist Link Evolution, oder sagen wir, nee, komm, scheiß drauf, zock lieber direkt Yu-Gi-Oh! Masters Duel, weil ich glaube, mit diesem Spiel, was jetzt erschienen ist, glaube ich, Legacy of Duelist, die Ära von Legacy of Duelist Link Evolution ist, glaube ich, vorbei. Es macht schon, bis jetzt schon, so mega Bock und ja, wie sollen das erst noch künftig werden. Aber mal gucken, ne? Ist ja, wie gesagt, alles noch in der Startphase. Wer weiß, wie es in einem halben Jahr aussieht oder auch schon in 2-3 Monaten. Aber ich an dieser Stelle sage ich schon mal vielen, vielen Dank fürs Zusehen und man sieht sich hoffentlich demnächst wieder zurück bei Yu-Gi-Oh! Bei welchem Spiel auch immer. Bis dahin, ciao zusammen.